Moin alle Götten, es sind Chloe, es sind heute am Bauernhof zu Diepesch, es sind heute für den Bauern ein paar Fragen zu stellen, dann für mal anzufangen, kommt mal mit. Moin, es sind Chloe und der. Moin, es sind Pierre vom Biohof Vitry heute zu Diepesch. An dem Moment sind wir am Gang heute zu streichen. Ich habe eine Frage, ich. Ja? Wie weit kann ein Kuh Milch produzieren, wenn sie nicht Wasser trinkt? Eine Kuh, die trinkt ja nicht nur Wasser, sie frisst auch nach Gras oder Pflanzen. Und das wird dann an dem Mehl von der Kuh verdaut und da kommen die Nährstoffe an das Blut. Und vom Blut kommen sie hier an den Auder. Da sitzen lauter Milchdrüsen dran und die produzieren Milch. Dann nach eine kleine Info, für 1 Liter Milch zu produzieren hier am Auder, muss 500 Liter Blut von der Kuh durchgepumpt gehen. Wie weit benutzen die Maschinen und die der Kuh weh? Maschinen, das ist eine Streichmaschine, die holen wir, weil es mehr sehr geht, wie wenn wir mit der Hand streichen. Und du sagst auch, ich nehme 2 Hände, eine Maschine, die hat 4 Namen für uns eine Kuh. Und wir können hier eine ganze Reihe Kuhbeine streichen. Wenn ich so lange mit der Hand streichen, dann brauche ich viel mehr lang. Der Kuh geht es nicht weh, sonst ging sie die Milch nicht gehen. Ich meine, du siehst ja heute keine Stohe, sie sind alle ruhig. Ich probiere keine Streichmaschine raufzugehen. Wenn du willst, ich will just die heute 2 Kuh weg, da kannst du ja mit dem Fanger probieren, ob 2 geht oder nicht. Das ist komisch. Ja, ganz komisch. Wie gehen Kühe befruchtet und wie oft? Die Kühe, die gehen einmal pro Jahr befruchtet. Sie müssen an der Moyenne kriegen einmal pro Jahr Kalf, das auch Milch gehen. Aber bei unserem Betrieb hier ist die Sprangsteier, den habe ich nicht. Die geseiste Herr nur am Stall. Auf anderen Betrieben wird er künstlich befruchtet. Das heißt, du hast den Sohn dann tiefgefroren und der kann dann vom Veterinär den dann an die Kuh angesetzt. Wir haben im Betrieb als den Sprangsteier. Soll man da nur bei Kalfscher gucken gehen? Ja, das dürfte ich gerne machen. Wenn du ein Kuh ein Kalfchen kriegst, was geschieht mit dem Kalfchen? Wie du sagst, Kalfscher, die kommen dann hier die ersten 2 Wochen an die Iglu. Da bleiben sie dann, bis sie groß genug sind. Und da kommen sie an den Kalverstall bei den anderen Kalfscher. Am Iglu bleiben sie hier einfach, weil sie mehr einfach hier füttern und noch für dass sie mehr gesund bleiben, als wir einfach hier am Iglu. Sollen wir mal hier Milch gehen? Wir sind hungrig. Ja. Ja, look da Mausen. Hey, komm heim, Hannes. Moen huet ein Kuh an wieso? Eine Kuh, die hat 4 Moen oder 4 Mäh. Für was sie das hört, man, du gesagt, sie frisst ja hauptsächlich Gras. Viel hier am Stall, also das Silo.
Die muss auch hun, weil sie frisst ja hauptsächlich Gras, was schwer zu verdauen ist. Und für das können zu verdauen, brauchen sie die Feier mehr. Sie hat dann Panz, das ist den ersten Mal, das ist auch die größten. Da, wo sie Gras frisst, das geht einfach von dem Ragestach. Und wenn die Käder ruhig da liegen oder da stehen, da gesagt, die Käder noch ein da sind. Da geht der Panzer abgeschafft, das geht so tagsrum zurückgeknallt, bis es klein genug ist, an den nächsten Mal zu gehen. Und just so als Beispiel, den Panzer, die ungefähr größt von, da geht so viel drauf wie ein langes Boot bieten. Was ist ein Kei und von wo kommt das? Mit Kei, die sind ja Pflanzenfresser, das heißt, sie essen hauptsächlich Gras. Das kennt dann von unseren Wiesen. Am Sommer, wo sie daraus auf die Wiss gehen, da fressen sie direkt von der Wiss. Also wie hier am Winter, wo sie am Stall sind, kriegen sie das, guckst, das Gras, was man dann den Sommer über gemäht tun, was dann an den Silo oder an den Botten da gemäht wird, was dann eben gealget für am Winter zu füttern. Überhaupt Hund. Wie braucht da überhaupt ein Hund am Bauernhof? Am Fongol gibt man ja keinen Hund im Bauernhof brauchen. Einen Hund tun wir am Fongol, weil man gerne einen Hund tun, weil ein Hund also Spaß macht. Wir wollen den Hund schon heiers und das auch dann nach einen Hund für Mathebächen zu schaffen. Geht hin als helfen Käsischen am Sommer, bis er bringt sie dann an den Stall, wenn Zeit ist. Und dafür die Leute heute so eine Halle Nummer feiern zu tun. Ja, hat er schon den Tag Schluss. Ich gesehen, du musst schon noch schaffen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dann bis nächstes Jahr. Ja, merci gleichfalls und noch merci für die interessante Visite. Adi. Ciao, Adi. Adi. Was ich noch machen werde, ist bis noch mal den Kei kuscheln und das war es schon für den Tag. Adi! Und wie gefällt es dir hier am Bauernhof?